Bonjour, moin alle gut. Merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gucken, lauschen. Wir befassen uns heute an dieser Sendung zusammen mit meiner Kollegin Christa Klass von der Deutschen Mosel mit der Reform von der Weinbaumarktordnung. Wir haben nämlich an der Februar-Session zu Straßburg, heute, wo wir das abholen, Donnerstag, über den ersten Bericht aufgestimmt für die Reform von der Weinmarktordnung. Das ist ein Bericht, den sich bezieht auf eine Mitteilung von der Kommission, die ziemlich provokatorisch ist. Wir haben uns also bemüht, besonders auch Christa Klass nicht, für die Berichte, die nicht einfach war, auf die richtigen Schienen zu setzen. Da sind wir mit dem Bericht einigermaßen einverstanden und sind besonders froh, dass wir eine Party Sachen, die verschiedene Kollegen wollten, an die als gut nicht gut kommen wären, auf der Mosel, weder auf der Luxemburg noch auf der Deutschen, die haben wir können verhindern. Und ich will also mit Christa Klass explizieren, was dann heute geschickt ist. Christa, vielen Dank, dass du gekommen bist. Du bist zufrieden über die Abstimmung, die wir heute gehabt haben, über einen sehr komplizierten Bericht. Wir sind nicht mit allem sehr froh, was darin steht, da ist noch Konfuses drin. Aber die Hauptsachen möchte ich, dass wir erklären, deinen Winzern, meinen Winzern in Luxemburg, was wir jetzt erreicht haben. Zuerst einmal eine allgemeine Beurteilung über das, was heute stattgefunden hat. Ja, danke schön, Astrid Lulling. Danke, dass wir hier zusammen dokumentieren können, was wir erreicht haben, so wie wir auch gemeinsam gut im Parlament für die Interessen diesseits und jenseits der Mosel uns hier einsetzen. Und es war in der Tat eine Diskussion, die sich entwickelt hat auf die Vorschläge der Kommissarin. Sie hat 4 verschiedene Vorschläge gemacht und sie will den Weinmarkt reformieren. Das Budget soll erhalten bleiben, 1,27 Milliarden Euro sollen den Winzern erhalten bleiben, pro Jahr. Aber sie will hier sehr wohl andere Akzente setzen. Die Ausgaben für die Destillation sind zu hoch, so die Kommissarin, 500.000 Euro im Jahr, 5 Millionen Euro im Jahr. Das ist entschieden zu viel, aber da regt sich natürlich der Widerstand im Süden. Und wir haben dann nachher tatsächlich frontal gegeneinander gestanden, als der Süden uns gesagt hat, ja, dann müssen wir in den önologischen Verfahren, müssen wir hier nur die Anreicherung mit rektifiziertem... Es war ein bisschen wie bei den Teppichhändlern. Es war ein Handel, jawohl. Ein strammer Handel, der sich dann auch zugespitzt hat, einfach Destillation gegen Anreicherung mit Saccharose. Und deshalb bin ich heute auch besonders froh, gemeinsam mit dir, dass wir eine Übereinkunft bekommen haben und eine überwältigende Mehrheit eigentlich bekommen haben für den Erhalt der Anreicherung mit Saccharose, dass wir es geschafft haben, die Forderungen, die ja am Rande der Diskussion gekommen sind, den Mindestalkoholgehalt auf mindestens 8 Volumenprozent Alkohol zu erhöhen. Das konnten wir mit einer großen Mehrheit zurückweisen. Ja, das können wir ja nicht erreichen, wenn die Sonne nicht genug scheint an der Mosel. Kriegen wir nicht natürlich die 8%. Vor allen Dingen, liebe Astrid, wollen wir auch mehr Wein trinken. Und ich denke, wenn wir einen alkoholleichten Wein, und da haben wir gerade in unseren Regionen die besten Voraussetzungen dafür, einen alkoholleichteren Wein zu kredenzen, dann sind wir voll im Trend der Zeit. Und das lassen wir uns mit zu viel Alkohol natürlich auch nicht kaputt machen. Also auch das konnten wir wegweisen. Die Diskussion, die sich jetzt natürlich zwischen der Kommissarin noch abspielt, du hast eben schon gesagt, wir haben hier ein weites Feld, wir sind nicht provokativ genug gewesen, denn wir haben gesagt, die Destillation soll langsam auslaufen und dann werden die Mittel einsetzbar sein, weil sie ja erhalten bleiben sollen, einsetzbar sein in nationalen Budgets. Das war unser großer Wunsch, dass wir national, regional mehr entscheiden können, dass wir hier auch die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, denn die Luxemburger Seite der Mosel weiß genauso wie die deutsche Seite